Podcast mit dem Ertu, mit dem Tommy, mit dem Fabu und mit dem Yasin. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten News-Session. Ich weiß schon gar nicht, wie viel das ist. 6, 7? Ich weiß nicht, die Sommerpause war lang. Die Sommerpause war richtig lang. Wie immer dabei, Yasin, Sali zusammen, der Tommy, Puberty Scoop und ich, der Ertu. Hallo zusammen. Der Fabu kann heute leider nicht da sein, aber wir denken an dich. Und er hat seine Tage. Und los geht's. Ja, Sommerpause, das war es. Hoffe, ihr habt alle einen schönen Sommer gehabt. Vor allem Julian, wir wünschen dir alles Gute und hoffen, du hast auch einen schönen Sommer gehabt. Hab's gut. Ja, was habt ihr so gemacht die letzten paar Wochen, Monate? Ich war in der Ferien die letzten 2 Wochen am Meer, habe absolut nichts gemacht, nur badet, gegessen und geschlafen, so wie man es machen im Sommer. Geil. Nice. Auch schön war, durch den Tag durch ohne Handy zu sein, ohne Kontakt zur Aussenwelt. Wo wir an den Strand sind gegangen, haben wir Handys daheim gelassen. Schon Das mal ist cool geil, gewesen. ja. Das fühlt sich gut an. Dafür gibt man sich dann am Abend die doppelte Ladung, wenn man heimkommt. Ja, hast schon sagen, ist mutig. Ja, das finde ich aber auch noch spannend. Irgendwie eigentlich fändest du es geil, oder? Einfach wirklich so ein bisschen off-the-grid-mässig, einfach für 2 Wochen wäre ja auch nicht so schlimm. Und Nein. alle wüssten es ja. Aber es lässt es dann meistens dann gleich nicht zu, weil man immer gleich noch irgendetwas Rituelles hat, das man immer jeden Tag macht mit dem Handy. Das macht man dann einfach dann. Und irgendwie bist du doch noch mit der Heimat verbunden und willst wissen, was dort läuft. Ja, aber ich finde es eigentlich auch ein fairer Gedanke, wenn du mal sagst, ja, ist einfach gut, in 2 Wochen geht die Welt nicht unter. Ja, aber ich kann immer Nachrichten lesen, auch wenn ich in der Ferien Ach schon? bin. Ja, Okay. absolut. Muss wissen, was läuft. Okay. Fair. Bist du auch in der Ferien gewesen? Nein, leider nicht. Ich war am Arbeiten gewesen. Ich hatte erst noch Ferien. Nice. Du, also jetzt noch im Sommer dann? Oder Ja, schon Herbst. Okay, fair. Ich war auch noch eine Woche weg gewesen, in Südfrankreich und das war richtig, richtig geil gewesen. Auch eine Woche lang nichts machen, eine Woche lang Karten- und Brettspielwoche mit richtig coolen Leuten. Ja, richtig schöner Abend gewesen. Nice. Yes, und los geht's. Yasin, dein Thema. Also, ja, zu dieser News-Session mitgenommen. Etwas relativ Aktuelles. Es geht um Face ID eigentlich. Die ganze Geschichte ist ja da mit dem iPhone X mal aufgekommen, das mit Face ID arbeitet. Wo Aber es haben so schon andere gehabt, nicht? ja, vorher? schon, aber so also natürlich hat es das schon gegeben vorher, aber jetzt bei einem Smartphone zum Beispiel, was richtig alltäglich ist geworden, oder wo ich auch viel Kritik darüber gelesen habe, ist das absolut notwendig? Macht es überhaupt Sinn? Ist es für die Benutzer eigentlich von Sicherheit her vorteilhaft oder eben zieht es Nachteile mit sich? Und zwar eben heute in den Nachrichten bei NZZ ist zum Beispiel zu den Olympischen Spielen in Japan drinnen gestanden, dass die Athleten künftig dort eigentlich die Sicherheitskontrolle mit Face ID, also mit einem japanischen Gesichtserkennungsprogramm, werden durchlaufen, wo man zuerst eine Art biometrische Aufnahme von ihrem Gesicht macht und die dann scannt, damit es einen reibungslosen Ablauf gibt bei der Sicherheitskontrolle. Ich habe am Anfang schon gedacht, wow, das ganze Publikum so testen und eben, das ist auch noch neu mit diesen personalisierten Tickets für Konzerte zum Beispiel. Und ich denke, jetzt geht es schon die nächste Stufe, aber es ist nicht so, es sind wirklich nur die Athleten. Und da habe ich mir so ein bisschen überlegt, ob man, das gibt noch eine gute Diskussion eigentlich. Und was auch noch aktuell war, gestern beim Match Graz gegen eine griechische Mannschaft, wo ich den Namen jetzt nicht mehr weiss, hat ein Zuschauer von den österreichischen Fans einen Becher am Linienrichter an den Kopf geworfen, wo er eine Rissquetschwunde hatte und aus dem Spiel musste genommen werden. Und dort hat man eben mit der Videoüberwachung, also mit der Gesichtserkennung beziehungsweise hat man den können überführen, was ja eigentlich gut ist. Jetzt stellt sich so für mich die Frage, es ist viel alltäglicher, als wir das uns vorstellen eigentlich. Oder wenn man im Stadion ist, weiss man schon, dass es Videoüberwachung gibt, aber dass man dann wirklich auch die ganze Zeit jemanden hat, wo... Ja, aber eine Art ist ja das, für das macht man es ja. Also die Videoüberwachung ist nicht da einfach, dass sich alle sicher fühlen, sondern dass es so Konsequenzen für die hat, die eben solche Aktionen machen, die einfach nicht erwünscht sind oder nicht erlaubt sind. Aber also das heisst, der Typ ist auch nicht irgendwie manuell überführt worden, sondern durch
das Gesichtserkennungsprogramm. Absolut, also das ist Aufgrund von Footage. Also in einem Match hat es ja irgendwie 40'000 Zuschauer, oder? Ja. Und dementsprechend ist es schwierig, jemanden aus dieser Masse raus zu picken. Aber halt mit dieser Videoüberwachung hat man können, wie es aussieht, ableiten, von wem das der ist gekommen und hat auch können zurückführen, wer das der ist. Oder schlussendlich ein Gesicht lenkt er ja nicht nur, also nur ein Gesicht lenkt er ja nicht, um jemanden ausfindig zu machen, aber halt, wenn du das kannst einspeisen irgendwo her oder wenn du weißt, welcher Platz das war und an wem das Ticket ist gegangen, kannst du halt dann schon auf jemanden zurückschliessen. Das ist schon noch krass. Und gerade erst kürzlich habe ich mal ein Video gesehen, wo es, glaube ich, eine Strassenüberwachungskamera ist von China, die eine Kreuzung überschaut und du hast einfach einen Live-Feed zu den Autos und zu den Menschen, wo es einfach jedes Gesicht eigentlich nebendran wie in einer Sprechblase anzeigt und jedes Nummernschild und zum Teil kann es sogar Geschwindigkeiten messen von jedem einzelnen Auto. Also das sind 40, 50 Autos auf einen Ausschnitt, wo einfach Live-Feed haben. Ja, China wird sowieso in ein paar Jahre Black Mirror-mäßig unterwegs sein. Das ist krass. Und das ist meine Frage, oder, an euch. Was haltet ihr davon? Ich meine, Videoüberwachung heisst eigentlich gleichzeitig Sicherheit, oder? Wenn du ein Problem hast, kannst du auf das zugreifen, aber vielleicht wünscht man sich doch nicht jederzeit irgendwie unter einer Kamera zu stehen. Der Punkt ist, es heisst nur, solange Sicherheit, solange das der die Macht hat oder die Institution oder die immer schauen, die Macht auch ausübt, um Sicherheit zu schaffen. Oder irgendwie eine Justiz, wo alle fair finden, zu verfolgen. Aber was wird nicht problematisch? Und das ist ein bisschen Snowden-mässig, aber er hat auch gesagt, das ist genau das Argument. Weißt, ich habe ja nichts zu verstecken. Aber der Punkt ist einfach, du weißt nicht, wer als nächstes gewählt wird. Irgendwie Amtszeiten sind 4 Jahre oder weiss ich auch nicht was. Und dann gibt es einfach Leute, die absolut willkürliche Sachen machen wollen oder irgendwie Diktatorenschaft schaffen und die können dann halt auch einfach die Mittel alle ausnutzen für das. Und das hat dann überhaupt nichts mehr mit Sicherheit zu tun. Es ist zwar gleich noch eine Institution, wo man eine Art wie gewählt hat oder pseudo gewählt hat, aber du weißt nicht, ob das ihr bestes Interesse ist und wie das jemals gegen dich verwendet werden kann. Und das finde ich eben ein heikler Punkt. Und ich finde eben so bei Sachen wie Stadion-Tickets oder so wird es dann auch Nutzungsvereinbarungen geben. Und dort steht, ja, du kaufst das Billett, aber eben, du weißt, dass dort eine Videokamera ist und so. Und meistens tut man das halt einfach, ohne dass man weiss, dass es eigentlich auch dazugehört zum Produkt, kauft man das dann meistens. Und das finde ich dann wie schwierig, weil das passiert immer wie mehr. Und doch, wenn du dann im öffentlichen Raum dann auch so überwacht wirst, finde ich es dann wie schwierig. Zum Beispiel ganz heftig, oder wenn Puristen könnten jetzt noch sagen, ja, weil ich nicht überwacht werden kann ich halt kein Match schauen in Stadien, die eben die Überwachung haben. Aber das Ding ist, es breitet sich so weit aus, dass man sich dem gar nicht mehr entziehen kann. Und dort finde ich es nicht kritisch. Genau. Was sind deine Gedanken, Tommy? Ich frage mich noch schnell zurück am Anfang, wo du erzählt hast, wegen Olympia 2020 war es, oder? Dass es bei den Athleten ist. Wie viele Athleten gibt es, die dort mitmachen? Weißt du das? Oder ist es gestanden im Artikel? Ich weiss nicht, wie viele Athleten das sind, aber es sind vermutlich mehrere hundert oder Tausende. Aber wahrscheinlich in keinem Verhältnis zu dem, wie viele Zuschauer das wird geben. Nein, absolut nicht. Ich frage mich einfach so, wie ist das... Also ich nehme nicht an, dass jemand ernsthaft denkt, dass die Athleten ein riesiges Sicherheitsrisiko darstellen. Nein, ich glaube, es geht wirklich darum, einfach, dass auf das Sportgelände keiner drauf kommt, der nicht sollte. Oder dass einfach es gibt auch nicht irgendwie bestimmte Zeiten, wo der Athlet dort drauf darf oder nicht, sondern es geht einfach rein drauf, bist du berechtigt, dort drauf zu sein, überhaupt oder nicht. Okay. Und man denkt, vielleicht ist es wie so ein erster Schritt, die Grundlage, um es in einem kleineren Rahmen zu testen, sozusagen, bei den Athleten. Und dann hast du es vielleicht in 4 Jahren im grossen Rahmen bei den Zuschauern. Genau, das ist ja eben mit diesen personalisierten Tickets. Genau. Da Ed Sheeran-Konzert haben irgendwie, keine Ahnung, 10'000 Tickets müssen umgeschrieben werden. Ja. Ah, krass. Und das ist dann schon ein riesen administratives Ghetto. Ich meine, absolut. Wenn du fast auf Tickets umschreiben, zum Teil musst du ja dann noch das Zweite, also muss der Käufer und der Verkäufer vor Ort sein, dass du es umschreiben überhaupt. Und ich finde einfach, ja, es ist so wie ein Pilotprojekt für
für weitere Anlässe, eben nicht nur für Athleten, sondern für... Was ich dort auch ein bisschen überlege, ist wie, der Punkt ist, all diese Sachen, die machen es einfach dem Organisator einfacher. Die machen es nicht unbedingt dem Kunden oder dem Gast oder was auch immer, der das Produkt kaufen oder die Dienstleistung kaufen will. Für ihn wird es nicht einfacher, sondern in gewissen Sachen auch mühsamer. Also der Kaufprozess von solchen Sachen, eben wenn man tauschen oder was auch immer, wird einfach schwieriger. Und ich finde es wirklich ein bisschen kritisch, dass du eben mit Kunden kannst so umgehen, wie du willst, einfach, dass es dir ein bisschen passt. Und das finde ich, also das könnte ja meistens nicht schleichend. Genau, das ist ja auch ein Punkt, den ich eben so fragwürdig finde. Oder jetzt eben mit Face ID auf dem iPhone. Oder dann hast du einfach Apple, wo eigentlich deine Daten irgendwo hat, oder ob die jetzt aktiv darauf zugreifen, das sei mal einfach dahingestellt. Aber ja, es muss ja nicht sein, es kann auch einfach gehackt werden. So wie natürlich, eben, aber das ist ja genau der Punkt, wo ich drauf will. Oder? Jetzt hast du schon mal Apple, wo eigentlich auf deine Gesichtserkennung Zugriff hat. Und jetzt machen es die Organisatoren der Olympischen Spiele. Das heisst, ist wieder eine Quelle, wo man Sachen herausfinden oder kann gehackt werden. Und wenn das dann irgendwie populär wird, du musst dann also Apple kannst du ja trauen mit informatischen Daten, oder? Also einfach rein vom Technischen her, dass sie fähig genug wären, das genug gut zu schützen. Ja, aber der Punkt ist, der nächste Angriff oder der nächste, was wirklich mal schafft, die Barrieren zu überwinden, ist nur eine Frage der Zeit. Ist immer nur eine Frage der Zeit. Genau, aber einfach, jetzt hast du einfach das Zeug an einem Ort konzentriert abgespeichert und eben in Zukunft könnte es sein, dass es an mehreren Orten, bei kleinen Herstellern, bei technisch weniger begabten Leuten irgendwo abgesichert ist. Das ist eben so eine Frage gewesen. Ja, ich finde einfach, was ich zum Beispiel cool finde in dieser Diskussion ist zum Beispiel auch wieder ein Snowden-Punkt, zum Beispiel mit Überwachung von Mobilfunkanbietern oder Mobiltelefonanbietern, wo eben wie zum Beispiel Swisscom oder Salt oder Sunrise bei uns, dass die eben auch Daten sammeln, die sie dann, also jetzt in Amerika, jetzt nicht in der Schweiz, in Amerika eben AT&T ist das, oder was auch immer, dass die dürfen angefragt werden von NSA oder FBI oder was auch immer, dass sie Informationen rausgeben. Und sie können nur Informationen rausgeben, weil sie das tracken. Und dann gibt es andere, oder gibt es auch sicher mindestens einen, ich weiss den Namen nicht, gibt es einen Prepaid-Dienst in Amerika und der sagt einfach, hey, wir sammeln das einfach nicht, wir haben gar nichts zum Geben. Ihr macht euch ein Abo, wir stellen unsere Dienstleistung her, dass ihr telefonieren und SMS schreiben und was auch immer ins Internet und so weiter und so fort. Und wir tracken es einfach gar nicht. Und solange wir zahlen, ist der Dienst einfach... Genau, und es ist auch nicht irgendwie gross teurer oder so, sondern einfach, wir tracken es gar nicht, wir speichern es gar nicht erst. Das ist gar keine Frage, dass uns irgendjemand fragen kann. Und das finde ich eben wie spannend, dass wir eben Technologien haben heutzutage, wo wir eigentlich noch nicht wissen, was damit passieren in Zukunft oder wie es auch im schlimmsten Fall gegen uns verwendet werden. Und dort finde ich es dann auch mutig zu sagen, hey, Face ID im Fall nicht. Ich kann nicht machen. Ja, das soll immer noch das Muster sein oder der Fingerabdruck oder weiss doch auch nicht was, wo das Handy öffnet. Aber auch das ist sich im Wandel, auch ein Fingerabdruck. Das ist, der Schritt, das ist jetzt das Level, das wir überschritten haben. Aber es hat auch mal Diskussionen gegeben, was darum gegangen ist, ja, wollte ich allen, also wollte ich zum Beispiel bei meinem HTC-Handy den Fingerabdruck her tun? Weil ich weiss ja nicht, wo das alles endet. Und ich habe einen Kollegen, der explizit ein neues Handy gekauft hat, aber den Fingerabdruck nicht registriert hat, der immer noch das Muster eingibt. Und finde ich spannend. Irgendwo denkst du dann, ja Dude, du bist völlig nicht mit der Zeit gegangen. Andererseits hat er sich Überlegungen gemacht, wo vielleicht andere Leute einfach in die Falle reintappen. Ja, wir können uns den Konsequenzen von dieser Technologie irgendwie nicht bewusst sein. Wir haben keine Ahnung, was passieren kann. In die eine oder andere Richtung einschlagen. Und das ist eigentlich mit jeder Technologie so irgendwie, es ist wirklich nur eine Zeit davon, bis irgendjemand herausfindet, wie man es missbrauchen kann. Ja. Das ist mit den meisten Technologien so und es ist eben so, Apple, ja, es ist sicher, ja, es sind alles nur Fragen von Zeit. Und dann, wir können uns vielleicht noch gar nicht vorstellen, wie es gegen uns verwendet werden könnte. Zum Beispiel eben so Identity Theft. So solche Sachen. Und das ist ja in Amerika ist es hure einfach, weil du einfach nur die Social Security Number brauchst. So geil, jeder Arbeitsgeber hier will deine AV-Karte sehen und die Militärschwester die ganze Zeit umeinander. Also. Genau. Und nur die Zahl und das ist einfach...
You're gone. Haben outdated und es wird das ist schon krass, ja, in Amerika. Das finde ich echt super. Nice. Als abschliessende Frage, Tommy. Ja. Jetzt zum Beispiel China, wo eben in der Großstadt viel höhere Kameraüberwachungsdichte hat, im Gegensatz zur Schweiz. Würdest du hier das willkommen heißen, dass man da aufstockt mit Sicherheitskameras? Ich weiß nicht. Mit einer Regierung, die wir eigentlich grundsätzlich vertrauen? Ja, ich weiß nicht, ob es wie hast du gesagt, willkommen heißen. Also, ja, oder würde sicher nicht sagen, tolerieren oder ob du dagegen wehren? Oder? Ich würde es tolerieren, glaube ich. Ich würde nicht sagen, es ist verdammt geil, aber ich wäre jetzt auch nicht auf dieser Seite, das muss mir jetzt um jeden Preis irgendwie verhindern, glaube ich. Ja. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, also ich finde es wie auch gar nicht schlecht, dass man so in Schritten irgendwo hergeht und schaut, was für Konsequenzen das es hat, weil da ist man so ein bisschen wie vorbereitet und weiss, was noch könnte kommen. Also, anstatt dass dann irgendwann in 10 Jahren von 0 auf 100 irgendwie die Infrastruktur, die noch viel krasser ist als Videokameras und Überwachung. Einfach das, ja, ich finde die kleinen Schritte finde ich gar nicht so schlecht, aber auch, wenn es jetzt überall in jeder Strassenkreuzung eine Kamera hat, würde ich es jetzt auch nicht verdammt geil finden, aber ich glaube, sie wären auch nicht auf der Straße am Protestieren. Ja. Ich bin voll dieser Meinung, die Tommy gesagt hat, einfach, dass sich auch die Menschen und die Gesellschaft eine Zeit hat, reif zu werden für die Technologie, die es gibt. Was ich extrem fatal fände, ist, wenn man irgendwie aus Angstmacherei solche Sachen bevorziehen würde. Also zum Beispiel, wenn politisch eine gewisse Partei, kommt mir jetzt da in den Sinn, würde vor allem Angst machen und sagen, hey, man braucht es einfach, um dann einfach einen Überwachungsstaat herbeizuführen. Und dann aus dem zu entscheiden, hey, wir brauchen das unbedingt, fände ich extrem schade, weil das hat überhaupt nicht mit der Technologie zu tun, es hat einfach damit zu tun, dass Menschen nicht vertrauen. Das ist vielleicht auch noch gut. Ja, Angst ist nie eine gute Motivation, um so Technologie einführen und nutzen. Also es ist nicht nur nicht eine gute, sondern es ist eine sehr, sehr schlechte. Genau. Finde nicht. Cool. Hast du deine Frage beantwortet? Ja, absolut. Nein, es war cool, eure Meinungen zu hören dazu. Wir sind uns, glaube ich, da recht einig. Ja, aber irgendwie endgültige Antwort hat, glaube ich, auch keiner von uns. Weil eben, es kann Sicherheit schaffen. Es kommt darauf an, wer sie da hängt. Genau. Vertrauen wir das. Da hätten wir noch eine andere Meinung gehabt. Ja. Dann, kürzlich war noch etwas von Samsung, Tommy. Genau, ich wollte noch über das reden, was gestern passiert ist. Also gestern von uns aus gesehen, weil wir nehmen am 10. August auf. Und am 9. August hat Samsung eine Pressekonferenz gehabt, wo sie ihr neues Handy vorgestellt haben, Samsung Galaxy das ist so Note. Wie ihr Keynote? Oder? Ja, genau, einfach in einem kleineren Rahmen. Die grössere Keynote, die sie haben, ist dann zum S, also zur Galaxy S-Reihe. Ja. Wo immer im Frühjahr rauskommt und die Note-Reihe kommt immer im Herbst raus und da haben sie jetzt das Neue vorgestellt. Dort hat es wie 2 Ankündigungen gegeben. Also das Handy an sich ist gar nicht so spannend, über das wollte ich gar nicht reden. Es ist einfach ein neues Note, grösser, besser, schöner. Aber es hat 2 Sachen gegeben, die ich spannend gefunden habe. Und zwar das erste, was sie angekündigt haben, ist so ein Smart Home Speaker, oder wie man denen sagt. Ich weiß nicht, was die offizielle Bezeichnung ist. So aber wie Alexa. Google, Alexa, so. genau, all das, was sie schon haben. Lustigerweise ohne Datum, wenn das rauskommt, wie teuer das es wird. Einfach die einzige Info ist, dass es am Anfang relativ limitiert wird sein von der Sprache her, weil auf dem Speaker wird ihr Digitalassistent Bixby sein. Vielleicht haben viele Leute noch nie etwas von Bixby gehört, zu Recht, wie ich finde, weil es ist verdammt schlecht. Okay. Es ist wahrscheinlich der schlechteste von allen, würde ich jetzt mal sagen. So, es fühlt sich eigentlich nicht an, als würdest du mit etwas reden, das intelligent ist. Also es ist wirklich so mega simpel. Und es kann, glaube ich, nur Englisch, Südkoreanisch und sonst noch irgendeine andere Sprache. Also extrem limitiert, man weiß nicht, wenn das rauskommt. Fail. Ja. Menschen können sogar mehr Sprache als das. Das ist so, ja. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, allgemein, in den USA ist es ein recht grosses Thema, also es werden recht viel verkauft jedes Jahr, immer wie mehr, es ist immer noch eine Nische, aber die Nische wird immer wie grösser. Ich habe mich gefragt, ob sich so Sachen bei uns hier in der Schweiz durchsetzen können, jemals. Ob das für euch interessant ist, weil es ist halt immer so, wie die Hürde, die wir haben in der Schweiz, die Schweizerdeutschen. Du kannst einfach, also das Geile an diesen Sachen ist ja, dass irgendwie die Schnittstelle zwischen Computer und Mensch
wie verschwindet. Du redest mit dem, als wäre es ein Mensch. Du musst nicht irgendwie Befehl geben, du musst nicht Programmiersprache denken, was auch immer. Du sagst einfach etwas, es kommt eine normale Antwort zurück, aber wir reden Schweizerdeutsch. Und immer wenn wir reden mit so etwas, müssen wir Hochdeutsch reden. Darum fragen wir uns auch längerfristig, hat es Zukunft bei uns? Ja. Digitale Assistenten allgemein? Ich habe mir auch überlegt, wo du gesagt hast, eben Englisch und Südkoreanisch. Das sind halt einfach momentan die grössten Absatzmärkte, die ich sehe für das Produkt. Und die Frage ist dann halt einfach, wenn ist einer von diesen Technologiegiganten sieht die Schweiz mit schweizerdeutschem Dialekt als Absatzmarkt. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, nie. Also wenn das nicht irgendwie eine private Unternehmung oder so macht, so eine Schnittstelle herzustellen für Schweizerdeutsch oder so, wird das glaube ich nicht passieren. Wie viele Einwohner haben wir im Moment? 7? 8? Das ist halt schon extrem... Ja, vor allem, es sind unterschiedliche Dialekte. Genau. Also, die Bandbreite von Dialekten ist ja auch nicht riesig. Das ist eigentlich für jeden Dialekt nochmal wie speziell ist. Ja, das ist echt wie unmöglich, oder? Ja, du kannst schon auf gewisse Gemeinsamkeiten abstrahieren, aber es bringt nicht so viel. Vielleicht könnte so ein Spracherkennungsprogramm die ganze Deutschschweiz vereinigen in einem Schweizerdeutsch. Welches wäre das? Aber wollen wir das wirklich? Ich weiss nicht. Und nutzt ihr selber digitale Assistenten? Du hast das iPhone, Yassin, oder? Ja. Nutzt Siri? Ich habe es sehr limitiert gebraucht. Vor allem einfach, wenn ich zum Beispiel beschäftigt war und einfach wirklich keinen Hang frei hatte, sozusagen, und jemand anrufen wollte, dann habe ich es probiert, aber es ist einfach, mein iPhone ist auf Englisch eingestellt und dementsprechend Namen zu eingeben oder eben auszusprechen ist extrem schwierig. Da finde ich mich selber so, wie würde ein dummer Computer den Namen am ehesten aussprechen und es ist eben nicht Domi, sondern Domai oder so etwas. Okay. Aber was ich spannend finde, weißt, es wäre ja nicht das Problem für uns Englisch zu reden, so dass das Gerät würde verstehen. Oder Hochdeutsch oder was auch immer. Ja, die Namen sind aber nicht... Nehmen ist dann schwieriger. Wenn du keine Ahnung, irgendwie Martin Hunter suchst oder so, dann wirst du das schon anständig aussprechen, aber wenn du irgendwie eben keine Ahnung was oder sagen wir Nachnamen in diesem Podcast. Wir können es rauspiepen. Ja, ich piepe es raus. I'm so sorry though. Das ist okay. Domi B. Domi B. Oder D. Nein, was dort halt ist, ich glaube, die gibt es ja vor allem, damit Sachen einfacher werden. Damit du nicht auf einem Handy rumdrücken musst, damit du nicht die Storre runterdrücken, damit du nicht die Musik selber musst wählen und all die solche Sachen. Und ich muss halt sagen, momentan sind das für mich nicht Sachen, wo ich das Gefühl habe, sind Hindernisse oder sind Sachen, wo ich grosse Zeit verliere oder grosse Funktionalitäten, wo ich extrem froh wäre, wenn mir jemand zuhören würde, es dann automatisch machen. Ich kann mir vorstellen, vielleicht, ich weiß nicht, warum das ich ältere Leute sagen, eigentlich nicht unbedingt ältere Leute, aber Leute, die vielleicht Mühe haben mit diesen Schnittstellen. Es gibt ja Leute, die sagen, sie können gar nicht mit Kompis oder wenn sie Kompi anlängen, stürzt es ab oder sie kommen auch nicht raus mit dem Handy oder solche Sachen. Und für die ist es natürlich ein Gewinn, solche Sachen. Aber ich persönlich muss sagen, ich bin nicht an diesem Punkt oder noch nicht an diesem Punkt, weiß nicht. Aber ich finde es etwas sehr, sehr Spannendes. Und was man auch muss überlegen muss, dass sie halt diese alte Technologien, eben Spracherkennungstechnologie, das sind noch Babyschuhe. Also schon noch mit 10 Jahren wird das, glaube ich, recht brutal sein. Was man könnte machen. Die Frage ist, ob das dann Technologie auch noch interessant ist. Ich meine, also, wenn man sich Google Assistant anschaut, was der in den letzten 5 Jahren, also 5 Jahre hat es noch nicht Google Assistant geheißen, aber was die für eine Entwicklung hat durchgemacht, nur in 5 Jahren, wie das Ganze funktioniert hat, kann ich gar nicht vorstellen, wie es in 10, 20 Jahren wird sein. Aber eben, ob es jemals auf Schweizerdeutsch wird sein, weiß nicht. Ein bisschen Hoffnung habe ich, weil Google macht ja extrem viel in der Schweiz von ihren Apps und Dienstleistungen. Und sie haben vor einem Jahr mal eine Keynote, wo sie das neue Google Pixel 2 ist es gewesen, glaube ich, vorgestellt haben, ihr Handy, haben sie erzählt, dass sie irgendwann mit ihrem Assistant an dem Punkt werden sein, wo sie werden können Dialekt unterscheiden. Zum Beispiel Schottisch von amerikanischem Englisch oder so irgendetwas, haben sie gesagt. Und dann eben auch
Hochdeutsch von Schweizerdeutsch. Dann denkt okay, vielleicht sind sie etwas dran, aber seitdem hat man nie mehr etwas gehört. Du kannst halt hier viel machen, wahrscheinlich mit Machine Learning. Und da musst du einfach unendlich viel Input haben. Ja, das ist auch das Problem, unendlich viel Input. Und es gibt nicht so viel Input aus dem Schweizerdeutsch, vor allem, weil so keine geschriebene Sprache ist. Ja, aber wenn du schon nur würdest, Telefongespräche recorden von dieser Machine Learning Engine und dann immer ein bisschen sagen, um was es gegangen ist in diesem Telefongespräch, dann könnte es schon wahnsinnig schnell lernen. Die Frage ist, ob man das will. Ja, genau. Die Frage ist, ob man die Leute hat für das. Ja. Oder ich habe mir jetzt mehr überlegt, eben, wenn du einen Befehl eingibst und erstens verstehst, dass du es wie könntest auf Hochdeutsch eintippen, dass er das so registriert, dass sie eben so ein Machine Learning können machen können. Aber dass sie dann nirgends Gespräch aufzeichnen, finde ich ein bisschen heiß. Ja, aber ich sage, das ist die Line, die ist immer ein bisschen am Shiften, weil es gibt jetzt auch schon die Google-Umfrage-App. Habt ihr die auch? Die benutze ich. Die immer ein bisschen irgendwie, du hast irgendwie 3-4 Fragen beantworten, dann bekommst du 20 Rappen. Aber sie finden mehr aus über dich. Die Frage ist, wie sie die Information nutzen, das weiss ich nicht. Ist deine Persönlichkeit 20 Rappen wert? Mindestens. Nein. Der Punkt ist halt, ich für mich selber relativiere es halt so, dass die Informationen, die ich gebe, nicht so wichtig sind. Aber tu mir mal 1 Million unwichtige Fragen stellen und ich habe das Gefühl, du kennst mich dann auch. Klar, ja, absolut. Das bestes Profil. Also bei dir längt schon eine Frage. Welche wäre das? Wie heisst du? Okay, das stimmt. Okay. Aber dort tue ich wie die Linie ziehen. Es gibt so Fragen, die sie über deine demografischen und keine Ahnung, was für einen Beziehungsstatus und so, das tue ich nie beantworten. Das, was ich tue, ist, und das finde ich auch gut, weil es dann wie Allgemeinheit auch hilft, wenn du irgendwie in einem Hotel bist oder in einem Restaurant, fragt sie, hey, bist du dort gewesen? Kannst du eine kurze Bewertung schreiben, sagen, wie es war? Dann schreibe ich aber das. du meinst jetzt so Local Guide-mäßige Rezensionen? So. Ja, die habe ich auch in Umfrage-App. Ja, genau. Hast du die nicht? Mal, aber ihr Umfrage-App? Ja. Ist es gekoppelt? Dann bekomme ich bis zu 50 Rappen bis 1 Franken. Tommy macht so viel mehr Geld als du. Tommy ist mindestens 2,5 so viel weg wie du. Ich muss es mal zusammenbringen. So Zeug mache ich gerne und das finde ich auch geil. Aber ja, also Fazit, digitale Assistenten. Für uns, glaube ich, nicht interessant. Jasin? Ja. Hast du abgeschlossen mit dem Thema? Ja. Gut, dann würde ich darum eine letzte Frage noch stellen. Mach das. Was ist es, ein Mann oder eine Frau, die zu dir spricht beim Bixby? Bixby? Ist, glaube ich, ein Mann. Ist es ein Mann? Alexa ist eine Frauenstimme. Ich weiß im Fall nicht auswendig. Ich habe Bixby einmal ausprobiert, wo ich mein Note gekauft vor einem Jahr und dann komplett deaktiviert. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Aber ist es so eine angenehme Männerstimme oder Frauenstimme oder ist es so elektronisch? Es hat schon okay getönt. Okay. Aber halt auf Englisch. Das heisst nicht viel, aber das wirft schon ein bisschen eine Genderfrage auf. Erdu? Genderfrage. Ja, jetzt hätte ich zuerst noch etwas zum anderen sagen, aber Genderfrage ist God damn! Aber es hat eigentlich nicht mit Gender zu tun. Es hat in dem Artikel, den ich gelesen habe, einfach mit weiblichen Gamern zu tun. Und die Frage, die sie sich gestellt haben, war ein Polygon-Artikel. Wir verlinken in der Beschreibung. Sehr gute Idee. Warum ist Gaming so eine Männerdomäne? Und zuerst muss man mal überlegen, ist Gaming wirklich eine Männerdomäne? Und der Artikel ist sehr interessant, aber ich habe mich dann persönlich zurückerinnert, irgendwie Gaming, auch seit der Kindheit, das waren vor allem Themen, wo ich mich mit eben männlichen Kollegen darüber austauscht habe. Und ich wüsste im Fall nicht, wann ich die erste weibliche Person kennengelernt habe, wo ich gewusst habe, dass sie eine Konsole hat oder ein Gameboy und spielt. Natürlich mit der Zeit eben Pokémon, hast du plötzlich gehört, sie spielt auch Pokémon, und dann ist es cool. Aber in meinen Augen ist es wirklich ein bisschen ein Mann, oder vor allem auch bei Kindern, irgendwie versteht man es mehr, wenn Männer gamen. Wenn Frauen gamen, hat man eher so das Gefühl, so, es ist komisch, irgendetwas stimmt nicht. Irgendwie das Bild habe ich nicht. Und ich weiss, dass es falsch ist. Und versuche mich natürlich auch zu bessern. Aber wie ist es bei euch? Wenn ihr an Gaming denkt und an ein Geschlecht denkt ihr dann, das ist okay, es ist gleich aufgeteilt, oder denkt ihr auch vor allem, es ist eine Männerdomäne? Also,
Ich muss sagen, vielleicht im Vergleich zu früher ist es sicher anders jetzt. Also ich glaube, es ist viel häufiger unter den Frauen, dass man auch gamet. Also es hat sich sicher geändert und das ist richtig geil. Und eben, bei Genderfragen darfst du nie absolut reden, oder? Es ist einfach so die Mehrheit. Oder jetzt einfach alle folgenden Aussagen, die ich mache, beziehen sich auf die Mehrheit der einzelnen Geschlechter. Nein, aber es ist schon so, oder? Auch als ich in der Schule war, die gegamet haben, waren vorwiegend die Jungs und Mädchen haben nicht so viel wissen von dem oder einfach keine Freude daran. Aber es hat immer Einzelne gegeben. Also es hat immer die einzelnen paar Mädchen, Frauen gegeben, die halt doch einen Gameboy dabei hatten oder irgendwie daheim, keine Ahnung, zum Beispiel Sims gespielt haben. Ich glaube, es ist einfach so das Angebot an Games, das draussen ist, ist manchmal halt nicht so ausgerichtet, ist vielleicht nicht gleich attraktiv für beide Geschlechter. Oder, also ja, oder auch eben Game-Hersteller haben ein definiertes Zielpublikum, das eher männlich ist. Genau. Ich meine, zum Beispiel FIFA. Oder die wenigsten Frauen, also nicht die wenigsten, es interessiert sich vor allem mehr Männer für Shooten als Frauen. Das ist, glaube ich, ja, aber der Punkt ist, die Aussage muss objektiv so nicht stimmen. Du persönlich kennst einfach mehr Männer, die FIFA spielen. Genau, ja. Aber es kann genauso gut sein, dass einfach du nichts mit Frauen zu tun hast, die FIFA spielen. Wow. Oder mit Frauen allgemein. Ich bin gerade ein Buch am Lesen, wo eben so, wo es darum geht, wie unser Bauchgefühl eigentlich alles ist oder ob wir meistens ein gutes Gefühl haben für vor allem statistische Probleme. Und es stellt sich heraus, dass nicht einmal Statistiker ein gutes Bauchgefühl haben für Statistik. Aber also, bei dieser Aussage bin ich mir schon relativ sicher. Also, wenn du jetzt Zahlen vergleichen, gamende Männer zu gamenden Frauen, wirst du sicher grosse Diskrepanz finden in diesen Zahlen. Und eben vielleicht nicht verschuten, aber ich finde eben, ich kenne jetzt zum Beispiel nicht so viele Frauen, die Shooter-Games gamen. Es gibt die paar, die zum Beispiel auf Twitch eben Overwatch oder keine Ahnung was streamen, aber mehrheitlich sind es doch Männer. Ich habe das Gefühl, eben auch Bauchgefühl, dass es vor allem in den, wie soll ich sagen, in den kompetitiven Spielen, wo halt extrem Männer dominiert sind, dass es weniger Frauen hat, weil halt wie das Klima, oder in dem ist es ist toxisch, ist so ein bisschen um das gegangen. Du fühlst dich als Frau teilweise einfach nicht willkommen, auch wenn du dort drin bist. Das stimmt nicht. Das würde ich jetzt so nicht unterzeichnen. Ich glaube, das ist wie so, wenn eine Frau, die attraktiv ist und im Internet, wenn du Game ist, kann niemand wissen, ob du attraktiv bist oder nicht. Aber wenn du für ein Feuerzeug fragst, dann hast du 10 im Gesicht oder so. Und das ist so ein bisschen wie das, oder? Also beim Counter-Strike-Game zum Beispiel, wenn du eine Frau in deinem Team hast, jeder hat Freude gehabt. Wirklich jeder hat hohe Freude gehabt. Du hast geholfen, wenn sie Fragen gestellt hat, hast du probiert selber auch wirklich Feuerzeug herstrecken und so. Das ist schon relativ... Es unterscheidet sich vielleicht auch noch von Community zu Community. Ja. Mensch nicht. Aber ich kann einfach... Wann war das? Vor ein paar Wochen, ich weiß auch nicht, wie die Streamerin hat geheißen. Sie hat einfach mal so einen Zusammenschnitt gemacht von allen Idioten, die sie dumm angemacht haben beim Overwatch spielen. Wo das Game war, wo ich jetzt hätte gedacht, dass sie vielleicht noch eine angenehme Community haben, weil es so ein bisschen... Ja, aber die hat es einfach überall. Und das war einfach wirklich nicht zum Aushalten gewesen. Das müssen wir da noch rauspiepsen. Was? Seine Aussage. Egal. Das M-Wort. Das M-Wort. Mooney. Nein, es war echt wirklich fast nicht zum Aushalten gewesen, was für Beleidigungen sich aus dem Nichts, weißt? Also nicht nur irgendwie Gang zurück in die Küche, du kannst nichts gamen. Und es ist einfach, sie hat echt gefunden, es ist für sie kein Einzelfall und ich stütze jetzt meine Aussage vor allem auf so Einzelbeispiele, die ich habe. Du hast vielleicht Yassin andere Erfahrungen gemacht. Ich spiele selber auch nicht so viel Online-Multiplayer, muss ich sagen. Von dem her ist es wirklich nur von mir, von externen Einsichten, die ich habe, sozusagen. Aber ich habe einfach das Gefühl, das Klima allgemein ist halt recht rough teilweise in diesen Communities. Man könnte auch sagen, die Frauen haben einfach das Leben und lassen sich gar nicht ein, das Scheiß. Aber ja, nein, aber Gamen heisst nicht kein Leben zu haben. Ich mache ja nur Spass, lieber Merci vielmals, hast du das noch gesehen? Nein, aber also zum Beispiel, als ich mit dem Fabo Counter-Strike gamet habe, der Fabian hat einen Kollegen, der auch Fabian heisst, der wiederum eine Freundin hat,
die auch mitgegamet hat. Ja. Aber sie ist nicht Fabian. Nein, sie wiederum heisst nicht Fabian, sondern Fabian. Und es hat immer nur gefragt, und wir sind ja immer zu viert, also wir sind ja zu viert gewesen, das heisst, wir haben noch einen fünften, einen, den wir nicht kennt haben, meistens ins Team bekommen. Und es war nie ein Problem gewesen. Also ich kann mich nicht an ein einziges Problem erinnern. Dann. Aber die habt euch alle gekannt? 4, aber das gegnerische Team hat es ja nicht gekannt. Und vor allem, wir haben immer die Trophäe wir hatten den Assi im Ärmel gehabt. Sobald wir gewonnen haben, haben wir sie schnurren. Und es war einfach noch einmal härter gewesen, für das verlierende Team zu hören, dass da eine Frau so hohe Arbeit gemacht hat. Aber das ist, auch dieser Punkt ist der Grund, warum das ein Problem ist. Dass Männer dann irgendwie mit... Dass sie nicht klar kommen, dass es eine Frau war, die sie besiegt hat. Wenn Frauen Games gewinnen, ist das okay. Wenn Männer Games gewinnen, ist das okay. Es sollen alle Freude haben an dem. Und ich finde, wir jetzt Männer dürfen in solchen Communities erstens mal nicht schlechte Vorbilder sein und so Verhalten pushen. Und ich finde vor allem einfach Games wie auch andere Kunstformen sollen einfach Orte sein, wo Leute willkommen sind. Ja, absolut. Und im Artikel ist es dann eben weiter beschrieben, dass es effektiv eben wie Game Company Hersteller wirklich so ausgerichtet waren auf weisse männliche Spieler. Und das dann, oder ein Versuch, das zu erklären, ist einfach wie gewesen, warum das dann so giftig wird in gewissen Communities, ist, dass sie sagen, dass was sich langsam öffnen, die ganze Gamer-Community und die ganze Gamer-Welt mit Spielen, die extrem verschieden sind und extrem unterschiedlich und extrem unterschiedliche Leute ansprechen, dass die schon lange dabei waren, das Gefühl hatten, ihnen wird etwas weggenommen. Und dass irgendwie es wollen, den Status quo zu erhalten, um alles, dass wir die sind, die vor allem hier regieren und den Ton angeben, dass es für sie verloren geht. Das Phänomen sieht man auch irgendwie, wenn zum Beispiel irgendwie eine Band plötzlich erfolgreich wird, dass die Leute, die von Anfang an dabei waren, Genau, das irgendwie gar nicht geil finden, weil es jetzt geöffnet wird und all die normalen Leute, die jetzt plötzlich reinkommen und es geil finden. Oder auch beim Shooten jetzt, ich habe Kollegen, die halt das ganze Jahr über jeden Liga-Match schauen, aus Deutschland, England, Spanien, was auch immer. Und dann zur WM schaut plötzlich jeder Noob mit und will mitreden und sie drehen einfach fast durch. Sie können es nicht aushalten. Sie sagen, fickt euch alle, ihr schaut das ganze Jahr nicht shooten und jetzt, weil WM ist, seid ihr plötzlich auch alle Fans. Ja, aber das ist etwas Menschliches. Ja. Aber der Punkt ist, es macht uns so fest Freude, geile Games. Und warum tun wir die Leute ausschließen? Weil wir haben keinen Gewinn davon. Das Game wird nicht geiler. Es wird eigentlich nur besser, je mehr Leute das spielen. Und je mehr Leute das Produkt brauchen, umso besser wird auch das Produkt von Zeit zu Zeit. Und ich finde, dort sollte man einfach mit offenen Armen sein und herstehen. Das ist ja so. Und es ist sicher nicht immer einfach, weil wir auch irgendwie blöd gesagt auch etwas gelehrt sind worden oder gewöhnt sind, dass eben vor allem Männer da den Ton angeben. Aber warum nicht einfach die Chance geben für solche Sachen? Ja. Jetzt kann ich auch aus erster Hand eine Erfahrung erzählen. Oder ich habe versucht, dass ich habe meiner Freundin mehrmals wollen, eigentlich, wie soll ich sagen, sie dazu bringen, dass sie auch mal etwas gamet. Aber ich glaube einfach, weil sie einfach nicht so viel gewusst hat von den einzelnen Games, weißt, was es gibt, was man da macht, was der Teil dran ist, wo man Spass hat, sozusagen. Hat sie nie richtig Interesse gehabt, etwas zu machen. Ja. Aber jetzt erst kürzlich hat sie zum Beispiel gesagt, ja, vielleicht das South Park Game, weil sie so ein South Park Fan ist, würde sie trotzdem mal probieren. Okay. Und ich finde, es gibt eben auch Games, die einfach vielleicht, um in die Gaming-Welt reinzukommen, die einfach besser geeignet sind für das und solche, die viel schlechter geeignet sind. Oder zum Beispiel ein South Park, das halt rundenbasiert ist, wo die meiste Zeit einfach rumsäckelst und nicht kannst sterben, ausser eben, du bist gerade in einem Kampf drin, wo du ja weißt, dass du jetzt in einen Kampf reinkommst, ist viel besser. Und vor allem eben, du hast Freude daran, wenn du schon die einzelnen Figuren kennst und weißt, was daran lustig ist. Und eben, sie hat
vermutlich die ganzen South Park-Episoden mindestens 3-mal jedes angeschaut oder so. Sie kennt es in- und auswendig. Also sie würde jeden kleinsten Insider-Joke dort raushören. Und ich glaube, sie hat ja Freude daran. Jetzt muss ich es nur noch besorgen, das Game. Das ist das Schwierigste. Ich hasse Das es, ist kannst du auslehnen. Ich sogar physisch, glaube ich, nicht am Abend geladen. Nice. Geil. You can have it. Aber der Punkt ist auch wie, eben, Gaming ist etwas unhuere Geiles und viele Leute finden es etwas extrem Cooles. Und dann gibt es einfach Leute, die einfach ein kategorisches Nein haben gegenüber Gaming. Die sagen, das ist verdammt dumm, Mann, dann hockst du einfach den ganzen Tag vor dem Fernsehen und das ist dämlich und so. Und selber nie gamet haben, weil sie auch nicht mit dem sie aufgezogen wurden. Aber es ist schon fast wie, es ist einfach ein riesen Vorurteil. Und das finde ich etwas verdammt schade. Wenn jetzt Gamen mit also ich sage jetzt nicht, dass deine Freundin so ist. Ja, nein, aber wenn jetzt eben das Gamen zum Beispiel mit dem Fernsehen schauen vergleichst, ich bin so froh, dass ich nicht mehr wie früher einfach auf dem Sessel abhocken und einfach mal durchseppen, was es alles gibt. Oh ja, das ist wirklich das etwas. ist einfach eine Zeitverschwendung. Zum Teil habe ich mich an einem Sonntag oder so, als ich früher in der Schule war, als ich frei hatte, habe ich mich an einem Sonntag einfach auf dem Sessel gefunden, irgendwie Zeugs am durchseppen und die Hälfte von der Sender ist sowieso noch irgendwie Mediashop und keine Ahnung was. Das ist wirklich Zeitverschwendung. Und dann fängst du einfach dummes Zeug schauen. Und ich finde einfach, wenn du gamen, jetzt, du stolperst zwischendurch mal über ein Game, wo du denkst, so, das könnte ich probieren. Und dann gefällt es dir, das gefällt dir nicht. Du entscheidest selber, ob du das weiter konsumieren willst oder nicht. Kein Game kannst du einfach so beiläufig mal einfach... Ja, auch diese Games gibt es. Aber Ja, Games in der Regel können die herausfordern. Ja. Und das ist etwas verdammt Geiles. Absolut, nein, es geht nicht um das Herausfordern. Aber weißt, es geht einfach nicht so, shit, jetzt habe ich irgendwie 5 Stunden an diesem Game verschwendet. Das sagst du nicht, weil wenn es dir nicht gefällt, dann hörst du auf. Also, vielleicht gibt es die immer, also vielleicht gibt es die paar Games, wo du denkst, ja, vielleicht wird es besser. Aber das kommt einfach auf das Gleiche raus wie ein Film, wo du gehst schauen, wo du denkst, das könnte gut sein, aber dann stellt sich scheiße. Zum Beispiel, ich kenne Leute, jetzt gerade beim Beispiel Filme, die aus dem Kino rausgelaufen sind. Die haben 20 Stutz gezahlt, für einen Film zu schauen, dann einfach nicht geil gefunden und dann rausgelaufen sind. Und ich weiss für mich, dass ich die Kunstform irgendwie so fest schätze, dass ich selbst, wenn ich es scheisse finde, ich schaue den Film fertig. Ja, also ich kann jetzt das Beispiel bringen mit No Man's Sky, oder? Das ist so gehypt worden und ich habe auch einfach mal reingeschaut, bevor es released wurde, ob es etwas, und es hat mich einfach cool gedacht, oder? Und ich wollte es mir eigentlich kaufen, aber dann habe ich es irgendwie völlig vergessen, das zu kaufen und am Schluss habe ich gemerkt, dass der grösste Einfall wäre, oder weil es einfach scheiße ist am Schluss. Also hast du es gespielt? Ich habe es nie gespielt, aber ich habe einfach gesehen, was... Also. Kannst jetzt wieder ein neues Update rauskommen, ein riesen Update. Und? Jetzt ist es viel geiler. Ich weiß nicht, aber es sieht aus wie ein neues Spiel. Okay, so. krass. Und siehst du jetzt gleichzeitig oder bist du immer noch ganz alleine? Ja, Multiplayer. Gibt es? Ja, tatsächlich. Schon? 2 Jahre nach Release haben sie es geschafft. Wow. Aber noch schnell, ich habe dieses Argument vorhin noch spannend gefunden wegen Zeitverschwendung. Das beim Fernsehen schauen, halt, wie viel schnell in die Falle kann stoppen mit Zeitverschwendung, weil es echt so ein passives Berieseln ist, oder? Also du musst nicht wie aktiv etwas machen und du musst nicht wie aktiv überlegen, ist das jetzt geil oder nicht, sondern es geht einfach immer weiter, du machst nichts, du überlegst nichts, dann schaust du, fuck, ich habe 5 Stunden umgesappt und nichts Gescheites geschaut oder gemacht. Aber ich habe gleich das Gefühl, dass es bei Games auch geht, und zwar bei vielen Mobile Games. Ja. Es gibt so Sachen, wo ich mich selber ertappe, dass ich hure süchtig werde, so 3-4 Tage lang, und dann plötzlich irgendwann hört es einfach auf und ich schaue es dann noch so ein bisschen distanziert an und denke mir, wieso habe ich das gemacht? Das sind hure dumme Spielmechaniken, die wirklich nur ausgelegt sind, dass die süchtig macht. Und dann habe ich aber schon das Gefühl, so, hey, jetzt habe ich wirklich Zeit verschwendet. Das war wirklich nur für nichts gewesen. Ja, also du hast... Was ich spannend finde, ist, wie es versuchen ja viele andere Apps, die per se nicht Games sind, genau also Mechaniken reinzubringen, ja. So wie irgendwie Badges oder irgendwie Erfolge oder weiss auch nicht was für solche Sachen, damit du wie den Ansporn hast. Das war das, was ich sagen am Beispiel. Also ich kenne ganz viele Leute, die einfach die Bestrebung haben, 100% in einem Game zu holen mit den Trophies, oder? Und ich glaube, ich habe es noch in keinem einzigen Game geschafft. Oder es gibt ein paar, was recht einfach ist, Last of Us.
Nein, nicht Last of Us. Nein, nicht Last of Us. Life is Strange, habe ich sagen. Ja. Okay, ja. Genau, es gibt Games, wo es relativ einfach ist. Es gibt Games, wo es einfach so viel mehr braucht. Also, wenn du jetzt zum Beispiel das Metal Gear nimmst, wo da musst mindestens 10 Mal oder so musst durchspielen, dass du überhaupt schaffst. Weil wenn du es auf der höchsten Stufe fertig gamest, dann kannst du erst die nächste Stufe freischalten, wo es dann kannst die nächste oder es baut aufeinander auf. Und ich habe mit so, oder ich habe gesagt, GTA 5 wollte ich jetzt einfach mal 100% haben, weil ich habe noch kein einziges GTA bis dorthin geschafft habe. Okay. Ich habe also 100% geschafft. GTA 5? Ja, aber es gibt kein Platinum. Wie viele Stunden hast du da verbraten? Das kannst du nicht zählen. Aber es sind nicht so... es wird ja mitgetrackt bei GTA, wie viele Stunden du hast. Ja. Es waren um die 100 gewesen. Es ist nicht so viel. Okay. Aber nein, es ist echt 100 im Spiel, aber das ist nicht eine Platinum Trophy. Ja, und okay. Für das müsstest du noch viel mehr machen. Und einfach, eben bei GTA, es gibt die Spaceship Parts, zum Beispiel, die einfach überall auf der Karte ein bisschen verteilt sind und die sind zum Teil an Orten, wo du nur mit einem Helikopter herkommst. Und es gibt dann noch die, was ist das andere? Ich weiß gar nicht mehr. Spaceship Parts und dann das ist zu lang her. Es gibt noch andere, also Collectibles, oder? Und die findest du nicht einfach beiläufig. Ich bin auf IGN, auf der interaktiven Karte, am nachschauen, wo das die sind, gehe dorthin, gehe sie holen, der nächste. Ich habe sogar eine Liste, die ich abkreuze, oder? Und zum Teil habe ich Freude daran und zum Teil denke ich mir auch so, ja, wenn ich es eingesammelt habe, dann bringt es mir gar nicht. Ja, es wird wie attestiert, aber ich habe nicht... Also es gibt ein paar, wo du dann so wie eine Zusatzmission hast, oder? Aber so viel Mehrwert hat es gar nicht. Und dann denke ich so, ja, dann scheisse ich einfach drauf, oder? Ja, Menschen sind einfach so simpel psychologisch. Sie haben gerne, wenn sie eine Belohnung bekommen für etwas, was sie gemacht haben, weil es nur so eine Badge ist. Ich habe es auch schon gehabt, dass es befriedigend ist, all dem nachzujagen. Und es gibt Situationen und Phasen, wo das geil ist. Und das finde ich voll okay. Ja. Okay, merci. Nein, wow. Also nein, ich verstehe das absolut, aber wenn ich so daran denke, was Games zum Teil für Hacken drin haben, zum Beispiel das Rainbow Six, wo ich relativ viel gespielt habe, oder? Und da bin ich etwa auf 98% mit den Trophies. Es fehlt mir, glaube ich, noch eine Trophy, eine einzige. Ja. Und alle anderen sind relativ einfach. Also, wenn du es eben über eine bestimmte Zeit gespielt hast, dann passiert das halt. Oder dass du zum Beispiel mit einer Breaching Charge einen hinten dran brechst und dass es der nimmt. Oder es gibt eine Trophy, oder? Und was es jetzt noch zum Beispiel für eins gibt, ist, es gibt einen Modus, wo du eigentlich nur wo du zu fünft online oder allein kannst du gegen Kompi spielen, also gegen Terrorists, oder? Und es sind auch verschiedene Modi. Im besten Fall, dort wo es die meisten Gegner hat, ist, wenn du Wellen verteidigst, oder? Wenn du einen Raum verteidigen und sie kommen in Wellen. Und die Trophy gibt es, wenn du 2000 Terrorists gekillt hast und in einem Game kommen vielleicht, sagen wir, 50 vor, aber du bist zu fünft. Oder das heisst, du killst nicht 50. Genau, du spielst vielleicht 20 Minuten, dass du Maximum 4 bis 5 Kills hast. Holy shit. Wenn du nicht der hure Überhaupt bist und nicht gerade auf easy spielst oder so. Also es ist schon relativ krass, wie sie die am Spiel können anhaken. Ja. Genau. Darum finde ich, Nintendo, sie machen aber so dumme Entscheidungen und manchmal kommst du echt nicht raus, aber manchmal finde ich es einfach geil. Das ist zum Beispiel etwas, wo sie sich einfach weigern einzuführen, Trophies in ihrem Spiel. Weil ihre Einstellung ist einfach, unser Spiel soll du sollst wie intrinsisch motiviert sein, vom Spielprinzip her, vom Gameplay her, dass du etwas erreichst und nicht von irgendwelchen Badges, Trophies oder Punkten, die du bekommst. Das finde ich noch eine geile Einstellung. So. Das ist sehr lobenswert und ich glaube, also es sind die wenigsten, die Games wegen Trophies spielen. Schätze ich jetzt mal so ein. Bis zu einem gewissen Punkt, ja. Es ist halt echt wie ein Mittel bei vielen Games, dass du noch länger spielst und mehr rausholst und vielleicht noch das mehr stimmt, Geld ausgibst am Ende des Tages. Okay, ja. Aber sie sagen halt, hey, nein, hören wir auf. Also ihre Einstellung zu Super Smash Bros., wo ja im Dezember ein neuer Teil wird rauskommen, wo ihre E-Sport-Szene recht gross ist. Sie sind wahrscheinlich so das einzige Unternehmen, wo die Szene nicht so unterstützen. Okay. Und es versteht niemand wieso und jetzt hat mal jemand eine Aussage gegeben von ihnen, wieso das so ist und sie finden es nicht geil, dass die Leute mitmachen bei Turnieren nur wegen Geld.
Sie unterstützen nur Turniere, wo kein Geld rausgegeben wird, weil die Leute einfach spielen, weil sie Spass am Spielen haben. Das ist hure nobel, also finde ich hure cool. Ja, ich vollkommen aus einer anderen Welteinstellung, aber irgendwie finde ich es gleich noch spannend und cool. Ja. So Puristen, so traditionell. Es hat auch wieder ein Ausmaß angenommen, das eigentlich unglaublich ist, oder? Also, ja, mehrere Millionen. Ja, eben, also das ist nicht normal eigentlich. Also etwas, was aus einem Hobby heraus entstanden ist, weißt du, eben Shooten ist ja recht etabliert und im Shooten wird auch mit Geldern gehandelt, die unmenschlich hoch sind eigentlich. Aber dass es in so kurzer Zeit vor allem schon so ein Ausmaß erreicht hat, also mit Millionenbeträgen zum Teil, das finde ich schon recht fragwürdig. Und da siehst du auch, wie die Geld müssen machen müssen, dass sie überhaupt so viel zur Verfügung haben. Also das, ich glaube, die meisten Leute denken eben noch gar nicht so weit. Oder? Wenn die 3 Millionen haben, zum an Preisgelder verteilen pro Turnier, wie viele Einnahmen das die müssen haben mit Lizenz und mit Zuschauern. Ja. Das ist schon das stimmt schon, recht krass. Das ist echt krass. Yes. Ist noch unser letztes Thema. USK. Was ist USK? USK steht für Unterhaltungssoftware Selbstschutz und K vermutlich für Kommission oder so. Software? Unterhaltungssoftware. Okay. Was ist Unterhaltungssoftware? Eben Games zum Beispiel. Okay, ja. Also Software, die zu deiner Unterhaltung dient. Aber also, für mich ist Software... Sorry, du sprichst Deutsch? Programm und... Programm allgemein, ja, einfach alles, was du softwaretechnisch kannst konsumieren zu deiner Unterhaltung. Okay. Vermutlich. Okay. In erster Linie Games. Ja. Okay. Und zwar ist dort... In Deutschland? Ja, Deutschland, also das ist eine deutsche Kommission oder eben Organisation oder was es ist, die das rauslässt. Aber wir in der Deutschschweiz sind halt eigentlich dort durch ein bisschen beschränkt, wenn wir deutsche Versionen von Games wollen, sind wir denen unterstellt sozusagen. Gelegentlich kommt es halt auch vor, dass europaweit ein Entscheid gefällt wird. Aber jetzt ist auch frisch in den Nachrichten gewesen, dass USK eben hat, vor allem zu diesen verbotenen Symbolen in erster Linie eben das Hakenkreuz, oder, wo sie jahrelang jetzt eigentlich gebannt haben von den Games. Am deutlichsten habe ich gesehen eben bei South Park, The Stick of Truth, wo eben das ganze Spiel das ganze Spiel hinweg hast du Szenen gehabt, wo sie... Sind es Nazi-Kühe gewesen? Nein, es waren Nazi-Gingers. Nazi-Gingers. Genau. Warte, nein. Oder Nazi-Zombies. Es sind Nazi-Kühe gewesen. Nazi-Kühe. Nazi-Kühe gewesen. Ich glaube, immer irgendwie Heil Hitler oder so gesagt. Ja. Aber es kann sein, dass Ginger... Dann habt ihr auch recht. So, ja, dann seid ihr auch... Auf jeden Fall Nazis. Genau, und eben mit dem Hakenkreuz, das im Originalgame die ganze Zeit vorkommt. Und das ist einfach konsequent zensiert worden. Es war sogar der Vorfall gewesen, dass sie es auf einem Charakter, auf dem Schild, haben sie es vergessen, dass auch dort das Hakenkreuz drauf ist. Und es hat einen riesen Recall gegeben, bis es wieder gepatcht wurde, etc. Und das löse ich jetzt zu unter einer Gesetzgebung, die schon seit langem besteht, die eben solche verbotene Symbole nicht zulässt. In allen Unterhaltungsmedien, wo aber eben Ausnahmen hat, zum Beispiel in Dokumentarfilmen oder in sonstigen Filmen, wo das einfach nicht glorifiziert oder wo einfach zu Bildungs- oder Kritikzweck genutzt werden. Und jetzt hat die USK sich beschlossen, eben diesen Ausnahmen auch anzuschließen, dass sie das eben in Games, wo es nicht glorifiziert wird, wo es kritisch oder realistisch halt geschichtstreu dargestellt wird, dass sie es dort werden zulassen. Also so etwas wie Wolfenstein wäre immer noch zensiert, oder was? Nein. Das ist ja überhaupt nicht... Also es würde ja nicht... Also es ist nicht nicht geschichtstreu, aber es ist trotzdem kritisch und sie werden nicht glorifiziert. Oder ich glaube jetzt, wenn du ein Game hättest, wo du einen aus dem Dritten Reich spielst und einfach wild gehst, nach diesem Mindset und dieser Motivation gehst du Leute killen oder so,
da wäre es ziemlich sicher zensiert. Aber also, da weiss ich auch. Auch sonst in allen anderen Ländern. Genau, rauskommen. Ja, gut, so Games macht ja fast Eben, nicht. ja. Also eigentlich ist es in dem Fall ja auch eine Games. Aber einfach, oder, die Frage ist so, es stellt sich heraus, die Gesetzesgebung hat schon immer die Ausnahmen drin gehabt. Darum hast du halt die Filme und in sonstigen Medien hast du es immer gehabt. Oder in der Zeitung siehst du auch zum Teil ein Hakenkreuz. Oder? Also da siehst du ja nicht zensiert. Aber in Videogames ist es konsequent zensiert worden, so dass die Leute eigentlich immer auf englische Versionen müssen ausweichen. Im Fall von Stick of Truth zum Beispiel, weil es einfach dann die meisten Cutscenes einfach, weil sie die rausgenommen haben, beziehungsweise mit einem Standbild und zensiert haben. Aber in Shootern und so ist doch echt das Hakenkreuz durch irgendein anderes Symbol ersetzt worden. Genau, durch ein Dreieck genau. Oder was auch immer. Und das ist halt so... Also schon immer so ein bisschen eine Farce gewesen, also weißt so. Genau. Ja, vor allem ist es ja sinnlos. eine Art... wenn man Games als Kunstform nehmen will, kommt dann eine ganz allgemeine Frage, wie fest darf man Kunst zensieren? Und das finde ich noch ein kritischer Jetzt, Punkt. Jetzt, wo du sagst, Kunst ist halt wortwörtlich auch drin erwähnt worden, in dieser Ausnahme. Okay. Genau. Oder in Kunst, in Kritik, geschichtsgetreu etc. Es kommt, oder eine andere Frage, warum ist überhaupt die Gesetzgebung, oder warum schauen die auf das? Einfach, weil sie nicht Tür und Tor haben öffnen, für dass man das Symbol, das eine Geschichte hat in Deutschland, jemals wieder kann missbrauchen in eben Unterhaltungssoftware. Wahrscheinlich wegen dem. Oder nicht? Vermutlich, ja. Ich denke, das wird es gewesen sein. Und eben um die Motivation, die falsche Motivation nicht irgendwie zu verbreiten oder irgendwie den Leuten das Gefühl geben. Oder, also ich meine, wenn du ein Kind hast, das das gamet und du siehst aus älteren Teil, dass ich Hakenkreuz überall, dann stellst du dir ja Fragen, aber du siehst halt nie in dem Kontext, wie das Spiel das überliefert. Ich glaube, es hat einen grossen Teil zu tun mit, wie Deutschland ihre Geschichte verarbeitet. Und wir sind eine Art wie Zeugen davon, weil wir halt, wenn wir Games auf Deutsch kaufen, immer auch abhängig sind vom USK-Rating. Ja. Habe ich ist ein bisschen meine Vermutung. Und das ist voll okay. Nur sind wir alle Sekundos und fast nicht Europäer. Einmal, wir sind fast 2 von uns. Also 1,5 sind Europäer. Wow, somit hast du meine Nationalität schon preisgegeben, weil es kein einziges Land gibt, das nur halb in Europa ist. Oder weißt, vielleicht können wir es auch gar nicht verstehen, weil es eine Art nicht die Geschichte von uns ist und nicht die Geschichte von unseren Eltern. Aber ich habe das Gefühl, das ist einfach ein Artefakt, das wir sehen von etwas wie einer Nation, wo dann halt einfach die USK dazugehört zu Deutschland, das eine Art verarbeitet. Ist ein bisschen meine Hypothese. Ja, aber ich finde, das kann gut sein, aber ich meine, ein Spiel, wo ein Hakenkreuz drinnen vorkommt, wird vermutlich sowieso eine Schutzgrenze haben, die über 16 oder 18 ist. Und ich glaube, und ich glaube einfach, ab diesem Alter spielt es dann wie keine Rolle mehr, weil du mehr oder weniger das kannst. Also ein 16-Jähriger hat den Zweiten Weltkrieg in seinem Schulsystem, also in seinem Bildungskatalog drin. Oder sollte es drin haben. Also von dem her, ich meine, wenn sie mit den Geschichtsbüchern kannst zeigen, kannst du es auch in einem Game zeigen. Absolut. Wir haben vorhin schon darüber geredet, dass es auch verboten wäre, wenn man jetzt selber einen Nazi würde spielen und Leute würde umbringen. Ja. Mir ist nur der Gedanke gekommen, letztes Jahr ist doch wieder Call of Duty oder Battlefield, weil es war im Zweiten Weltkrieg. Es gibt ein Game, es ist glaube ich Medal of Honor. Aber letztes Jahr ist doch einer der grossen wieder im Zweiten Weltkrieg gewesen, ja. Oder das Erste Weltkrieg sogar, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ja, ich habe mir überlegt, wie ist der Multiplayer, der es im Zweiten Weltkrieg spielt. Also Battlefield 1, wo eben vorletztes Jahr rausgekommen. Ja. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber dort kannst du, das ist der Erste Weltkrieg, und dort kannst du halt die Deutschen spielen, du kannst Preußen. Ja, ist Preußen. Ich weiß es gut nicht. Nobody knows. Whatever. Kannst jeden gamen. Okay, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem Zweiten Weltkrieg die Deutschen kannst nehmen. Mo. Schon? Ja. Nein.
Mal. Du kannst doch nicht als Nazi spielen. Mal. Battlefield hat ja im Zweiten Weltkrieg angefangen und du konntest die Deutschen sein. Das war keine gesperrte Nation. Wirklich? Ja. Aber nicht, du bist nicht mit Hakenkreuz rumgerannt auf deiner Uniform? Ich weiß nicht, aber doch, deine Fahne ist halt schon... Oder ohne halt Scheiß. die Reichsfahne war es zum Teil. Okay. Und wenn ich mich nicht täusche, einfach so in diesen Strategie-Games, die im Zweiten Weltkrieg spielen, haben so überall getroffen. Okay, spannend. Ja. Das wäre ja aber etwas, das wahrscheinlich näher würde verboten werden. Aber eben, ich denke, in der deutschen Version ist so konsequent Das glaube ich. also zensiert worden. Ja. Wenn wir schon bei Kunstform sind, wo man eben vielleicht solche Inhalte versuchen zu zensieren. Es gibt ja auch Musik und dann gibt es auch Musik, die explizit rechtsextrem ist und dann solche Inhalte wie Nazi-Zeiten oder Antisemitismus verherrlichen. Und dann gibt es auch Festivals und ich glaube auch, es war mal ein hohes Ding gewesen, weil es in der Schweiz mal irgendwann so etwas gegeben und alle Anbieter haben es dann abgesagt, haben es irgendwie gleich statt. Irgendwie eben ein riesen Theater ja, und das. Ja, noch so etwas schüch im Und die Frage ist, wie sollte man das auf andere Kunstformen auch anwenden, wie zum Beispiel eben Musik. Sollte man zum Beispiel, ja gut, Labels haben die auch nicht gross, aber sollte man so Sachen... ich glaube, also sollte man gegen so Sachen vorgehen? Sie haben, also solche Gruppierungen haben relativ motivierte und engagierte Leute, die das probieren irgendwie hebkleb und auf jeden Fall herzubekommen. Also man darf sie nie unterschätzen. Aber das wäre ja auch wieder eine andere Ausgangslage. Es wäre wieder Verherrlichen, wo ja stimmt, in diesem Fall in Videospielen auch verboten wäre. Wenn es jetzt ein Studio gäbe, das stimmt, wo das würde verherrlichen. Aber wenn sonst in Musik vorkommt, was ich jetzt nicht vorstellen kann, was jetzt ein Beispiel wäre, wo irgendetwas würde vorkommen, dann müsste man es wie lassen, weil es nicht verherrlichend ist, sondern weil es ein Teil vom Kunstprojekt ist, wo der Künstler gemacht hat. Das ist eigentlich eine sehr interessante Frage. Also, ich meine, vor allem mit der Meinungsfreiheit, dass du da Sachen darfst, zensieren trotzdem, ist eigentlich schon relativ krass. Also es geht eigentlich um ein Grundrecht, oder um ein Menschenrecht eigentlich, wo eigentlich eingeschränkt wird. Aber ich glaube, in den meisten Fällen ist es halt schon ein recht triftiger Grund. Also ich meine jetzt im Fall von Nationalsozialismus. Ja, Zensieren und Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist etwas Cooles. Aber also Aussagen, die einfach wehtun oder einfach irgendwie versuchen, so besitzergreifend zu sein. Es gibt ja Wörter, wo du irgendjemandem kannst sagen, die sind einfach besitzergreifend. Also, oder einfach zum sagen, hey, ich stehe über dir. Und das hat für mich nicht mit Meinungsfreiheit zu tun. Meinungsfreiheit heisst für mich nicht, du darfst sagen, was du willst. Aber Meinungsfreiheit bedeutet meistens, dass du zum Beispiel Meinungsfreiheit heisst meistens, dass du deine Meinung frei darfst ausdrücken, zum Beispiel über eine Person. Oder du kannst sagen... Ja, einverstanden. Also, in der Schweiz dürfen wir über unsere Bundesräte eigentlich reden, wie wir wollen. In Frankreich darfst du über Napoleon sagen, was du willst. Er ist irgendwie der Sohn von einer Blablabla gewesen, oder er ist er ist ein Bastard gewesen, oder was auch immer. Es wird dich niemand wegen dem können anzeigen. Ja, aber das ist keine Meinung. Oh. Nein, wenn du sagst... Also das natürlich, ist, du musst schon... Also, weißt, Sohn von irgendjemandem, das ist keine Meinung. Das ist einfach eine Aussage, die du machen willst, um irgendwie gehört zu werden. Oder so. Das ist keine Meinung für mich. Also, du bist einfach ein bisschen im trotzdem gilt es drin. Also ich darf sagen, du bist ein Double oder du bist halt... Also, du bist geiler Sieg oder du bist ein Double. Das ist meine Meinungsfreiheit. Entweder finde ich, du bist ein Double oder ich finde, du bist ein geiler Sieg. Oder? Und entweder finde ich, Napoleon war ein geiler Sieg oder eben nicht. Aber es gibt Länder, es gibt sogar grössere Koalitionen, wo gewisse Leute geschützt sind, beziehungsweise eben nicht dürfen verherrlicht werden. Oder wo du keine gute Meinung darüber darfst haben und andere wiederum, wo gar nicht darfst anfechten. Okay. Ja, für mich ist Meinungsfreiheit etwas anderes. Meinungsfreiheit für mich hat vor allem einen politischen Zweck.
dass man Ideen darf äußern, die auch regimekritisch sind. Aber das passiert alles noch mit Respekt und mit Sachlichkeit. Das war ein überspitztes Beispiel gewesen. Aber es gibt tatsächlich gewisse Länder, wo du nicht darfst sagen, eben der Staatschef irgendwie zwischen diesen Jahren hat mit seiner Politik dann ein Problem initiiert, das heute einfach viel deutlicher da ist. Und für mich wäre das nicht klar, dass es der keine Meinungsfreiheit gibt. Genau, das ist meine Aussage. Jetzt habe ich keinen Plan mehr, wie wir an diesem Punkt sind angekommen das spielt auch keine Rolle, aber philosophische Diskussion führen, aber... Ja, aber ein wichtiger Punkt für mich ist, Meinungsfreiheit für mich heisst nicht, dass du einfach jedem, der du willst, kannst sagen, du bist ein Arschloch. Genau, zu dem dient es nicht, natürlich. Aber es dient eben dazu, dass du ohne um dein Leib und Gut musst fürchten, wenn du sagst, ich bin nicht einverstanden mit dieser Vorgehensweise oder weiss doch auch nicht was. Ja. Fair. Tommy, hast du auch noch etwas zur Meinungsfreiheit? Nein. Das ist auch eine freie Meinung. Genau, das ist auch eine freie Meinung, keine Meinung zu kundtun oder zu haben. Gehört das unter Meinungsfreiheit, dass man nichts sagen darf? Ich glaube schon. Also, dass man sich enthalten darf, ist, glaube ich, auch ein Recht. Was ist das, was du gesagt hast? Taking the Fifth ist doch... Fifth Amendment ist, wenn du dich selber müsstest inkriminieren, das schweigen. Ist es so? Okay. Ja. Warum weißt du das? Bist du Amerikaner? Bist du Amerikaner und bist dort verurteilt worden? Ganz tief in meinem Inneren bin ich Trump-Supporter. Wow. Goddamn. Jetzt ist es viel zu fest eskaliert, wir kommen nicht mehr draus raus. Also, es war cool mit euch. Ich bin der Erdu, meine Stimme. Jetzt kommt so eine Drohne, die automatisch erkannt hat an deinem Gesicht und erschießt dich. Goddamn. Wir wären so kurz davor gewesen, das Problem zu lösen. Ja, ich muss, glaube ich, ein grösseren Teil rausschneiden. Einfach zum Wohle aller. Es war eine interessante Diskussion gewesen, muss ich sagen, Giele. Ist wirklich sehr geil. Ich finde es auch noch cool, dass wir immer so abgeschweift sind. Und weil eigentlich ist immer alles sehr interessant, was wir darüber geredet haben. Eigentlich habe ich ein bisschen Mitleid, dass der Fabio nicht da ist. Aber ja. Für uns war es interessant gewesen. Wir hoffen, dass unsere Zuschauer auch Gefallen daran finden. Yes. Wenn ihr noch Vorschläge habt, über was wir als nächstes reden sollen, wir reden dann nur noch etwa 2 Minuten drüber und schweifen dann ab. Schreibt in die Comments, schreibt uns auf Twitter, wir sind auf Facebook aktiv, neu bald auch auf Insta. Oh ja, folgt uns auf Instagram. Und ja, ihr wisst, wo ihr uns findet, Soundcloud, YouTube. Das war es. Tschüss zusammen. Das war es, tschüss. Merci vielmals.